Für Thomas 32. Sonntag am Jahreskreis begrüßen ich aus der Kirche von Stadt Bredimus, die für 175 Jahre geweiht ginas, a wo haut zugleich Erntedank gefeiert wird. Et sangen Choral Reunie Greivelding Stadt Bredimus, Dirigentinas Isabel Hall, Organist de Mike Greiveldinger. No senger Entrée sangen wir Venez chantons vom Klinger, Kyrie vom Dazin, Seigneur, voici le pain vom Jean-Pierre Schmidt, Saint vom Daniel, Table dressée vom Geschwind a Wackenheimer, an als Schlusslied Ich lobe meinen Gott vom Claude Fress. Masket gehalen vom Dächen Marcel Pündel aus der Poin, Dreiländereck Muselagana Saint-Nicolas. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
die Leute in der Kirche, an die da heute Morgen verbunden sind, ein froher Zufang vom Gottesdienst. Wie reagiert ihr eigentlich, wenn der unverhoffte Kado kriegt? Mit einer gewissen Verlegenheit vielleicht. Ich habe kein Kado für zurückzugehen, ich fühle mich nur aufhängig, ich bin denen anderen etwas schuldig. Dankbarkeit als Durend hält auf, dankbar für die Essen, zum Beispiel ich bete, also merci für das, was ich geschenkt habe, ich so merci für Gottes Schöpfungs- an Heilswirker Jesus Christus, an dem sich die Eucharistie, Danksagung, mit feiern. Wir Menschen fühlen uns immer mehr autonom, bis dann auf einmal aber Evenemente antreten, die uns das Gegenteil beweisen. Und besonders an den letzten Jahren bis heute spüren wir das, wie wir können aufhängig sein, von dem anderen. Wir feiern heute Erntedankheit zu Bredemesser, so merci für die Gaben, die uns das Jahr geschenkt haben. Merci dem Herrgott an den Menschen. Der große Philosoph Martin Heidegger sagt mal an einer Vorlesung zum Thema Denken ein ganz wichtiger Satz. Das Bedenkliche in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir nicht mehr denken können. An von der Wurzel, von dem Wort Denken, wurden dann Gedanken entwickelt, dass Denken an Danken untrennbar miteinander verbunden sind. Weil wir nicht mehr denken können oder wollen, sind wir auch nicht mehr bereit, über das, wo hier not zu denken als Bestimmung. Gedankenlos fängen wir dann an zu leben, an den daran oder delegieren Denken und Medien, da das so einfach, als einfach etwas servieren zu lassen, ohne zu erfrohen. Den englischen Autor Chesterton, gelebt wurde von 1874 bis 1936, Anglikaner, dann zeitweise Atheist, später bekennende Katholik, sieht Folgendes: Nichts als selbstverständlich nehmen, sondern alles in Dankbarkeit zu empfangen. Das sieht also heute den Heilige Paulus am Brief von Epheser, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Aus der Haltung von Dankbarkeit heraus feiern wir zusammen also Gottesdienst. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Seigneur,
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deiner Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seel und Leib bedrückt, damit wir mit freiem Herzen deinen Willen tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem 2. Buch der Makkabäer. In jenen Tagen geschah es, dass man 7 Brüder mit ihrer Mutter festnahm. Der König Antiochus wollte sie zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz Schweinefleisch anzurühren und ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peitschen. Einer von ihnen ergriff für die anderen das Wort und sagte: Was willst du uns fragen und was willst du von uns lernen? Eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. Als der erste der Brüder auf diese Weise gestorben war, führten sie den zweiten zur Folterung. Als er in den letzten Zügen lag, sagte er: Du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Nach ihm folterten sie den dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er gefasst: Vom Himmel habe ich sie bekommen, und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Sogar der König und seine Leute staunten über den Mut des jungen Mannes, dem die Schmerzen nichts bedeuteten. Als er tot war, quälten und misshandelten sie den vierten genauso. Dieser sagte, als er dem Ende nahe war: Gott hat uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferstehen lässt. Darauf warten wir gern, wenn wir von Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesus Christus ist der Erstgeborene der Toten, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben,
Wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten, die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebschwestern und Brüder, den Glaube Gott Vater so ma all sondig op an der Mass no der Predigt. Das heißt christlich Referenz par excellence, ma so ein Eise an denen anderen. An diesen Eise Credo schließt kulminiert mam Satz: Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Man los ma eis nicht viel machen. Und d'Auferstehung von den dodische Leben und ein Weiterleben Tod an Gottes Ewigkeit, also den eigentliche Kern vom christlichen Message, da das nimmer nach für eng Minorität, sogar bei den Christen, eng fest Glaubensüberzeugung. Während Gott eis immer mehr friem geht, a weide weg zu sich schenkt, jo für viel schon verschwommen oder ganz verschwunden as, feiern an der Bibel d'Erfahrungen mit Gott an Nodenken iwwertieren an eng aner, an die entgegengesetzten Richtung. Ein wichtiger Schritt beim Durchbruch für ein Neidverstohe vor Gott markiert Lesung aus dem 2. Makkabäerbuch, die es an den Anfang vom 2. Jahrhundert vor Christus feiert. An dieser Zeit tritt der König Antiochus IV. Epiphanes die Herrschaft über das Riesenreich am Nahen Osten an der Kleinasien, zu dem auch Palästina gehört. Er plant, aus Jerusalem ein griechische Stadt, ein Polis zu machen, und do die Religion an die kosmopolitische Kultur von Griechenland anzufeiern. Dort zoget den Order, die denn von der jüdischen Religion bedeute given. Strikt verboten gin lo Beschneidung, Danhale vom Sabbat, den Opferkult am Tempel, an die religiös Fester. Gleichzeitig getien de Befehl, und heidnische Riten deelzuholen, an Schwingefleisch zu essen, wat für Juden eng Verunreinigung war, a bis haut ass. Den Tempel get profaniert, an dem Gott Zeus gewidmet. Viele Juden gehen dem Druck no, fallen von ihren Gesetzen, von ihrer Religion auf. Andere gehen an die Resistenz, formieren eng Guerilla, den Anfang von einem langen, Ende aber erfolgreichen Freiheitskampf. Ein impressionant Zeichnis für den Widerstand auf für 3 zum überlieferten Gesetz der Tora, als der Bericht über das Martyrium von 7 Brüder an ihrer Mam. Eine Passage daraus als heutige Lesung. Lieber wollen sie sterben, als wir das Gesetz übertreten. Zu diesem heroischen Entschluss kommen sie durch die Überzeugung,
den Herrgott hält denen, die ihm treu sind, auch seinerseits treu. Und dat iwwer dat irdisch Leben heraus. Weil Gott nicht die grausamen Menschen verurchtende Kinnig als die wirklichen Herr iwwer Leben an Tod. Märtyrer, die hier Schicksal der Lebensmurcht vor Gott uvertrauen, gi von ihm am ewige Leben neu geschaffen. Ihre geschönte Leib, den Tod gemacht gouf, wird von ihm operweckt gehen. Dommer das für d'echte Keier an der Bibel de Glaven und d'Oberstehung von den Todischen klar formuliert. Eng Vorstellung, die für drun nach nicht so am Blick war. Recht los setzt sich das sich durch, grad weil Jahwe, der Liewischen ass, sind seiner Lebensmurcht kein Grenzen gesät. Auch die Barriere vom Tod setzt ihm kein Grenz. Natürlich gouft immer Menschen, leiwalle Gur, denen die Vorstellung Gottes Lebensmurcht gegenüber den Tod herausrechen, zu gewaltig vorkom ass, an die du weinst de Glaven und d'Oberstehung aufgelehnt hun. Zur Zeit von Jesus waren dat für allem Sadduzäer, die zur Klasse dominant geheiert hun. Sie setzen sich mit Jesus auseinander, willen den Oberstehungsklaven an lächerlich ziehen, an dem sie den absurde Fall von der 7-mal bestürter Frau konstruieren. Wann eng Frau op der Erde 7-mal verwitwet war, an all je Männer überlieft, so hecht das Argument von den Sadduzäer, dann huet Frau am Himmel 7 Männer. Domat wollten sie Jesus heichholen, hier fänken. Mir hier antwort, nimmen an dieser Welt bestürden Mönche sich. Will soen, an der das Lektion vom heutigen Evangelium, merkt ich, dass bei Gott alles ernst ist. Liewe mat Gott als ein total Neid liewen, mat ganz anderen Kriterien. Dat Neid, dat wo Gott könnt, übersteigt all Versuch, hier an eiser Welt mat ihre Limiten a Gewunnichten anzufänken oder anzugrenzen. Bei ihm zielen einer Maßstab wie die Rang weltlich. Absurd als die Hoffnung, ob Liewe bei Gott nimme für die Gott zu wenig zutrauen, die zu klein von ihm denken, weil sie auf Distanz bleiben und hier begrenzen wollen durch ihr eigen begrenzten Vorstellungen an Erwartungen. Mit dem Herrgott sprengt das Vorstellungskraft. Bei Gott sind sie all ewig, antwortete Jesus ob all die Bedenken. Lief Leid, viel leben so, wie wann als Existenz nicht ein Keier an die Ewigkeit gif ammünden. Wir werden am Tod alles aus, als den überfracht, dat jetzt sich irdisch Leben mit unerfüllbaren Erwartungen. Das Leben ist dann die letzte Gelegenheit, gött wie ein Zitron ausgepresst. Wir schon nimmen nicht verpasst, an alles durchlief zu hun. Ihr Schluss ist, dat heißt deidelt, dat deistert, nicht, nihil, nada, rien. Liewen, wie wann dat ewig Liewen net geif gin, feiert dann zu Kehlt, à la limite zu Sarkasmus, zu riesengroße Fragezeichen, an an eng total Sinnlosigkeit. Wir par contre gelebt, dass den Tod dir as für eine wirklich erfüllten Liewen, der lief doch lo, mei geleist, a mei gelossen. Christen strecken sich nur der Oberstehung an nur engem eichterlichen Lebensraum aus. Wenn wir dummer rechnen, da leben wir auch, dass Gottes Leben aus der Ewigkeit an eisen Alldach herabbricht. Do hier gödet los schon Alldach Klangfester von Oberstehung. Ich entdecke einen kleinen Blum um Rand vom Weh. Ich sind offen für überraschend Begegnungen mit bis dato Unbekannten. Oder ich freue mich über den zufällig Begegnung mit einem alle Bekannten, erspüren, dass das mir von Gott hier zugefallen. Ich erfuhr Trost durch einen Mensch oder spenden einem anderen Trost, und noch heute spüre ich mehr, wie nimmen den innerweltlich geschehen. Mir geht klar, dass diesen Trost aus Gott selber kommt. Ewigkeit an Alldach sie wie Dieren zueinander, als ihn durchlässig ein ob den anderen.
Weil Liewigkeit vom Herrgott wird gewissermaßen an mein Leben heranfließen. Am Jesus als das göttliche Leben vom Papa im Himmel liewig. An ihm fließt es ob eis zu, an eis heran. So haben wir Undeel eistallichen Lebensraum. Was charakterisiert diesen Raum? An wie eis Leben, eis Familie, eis ureige Welt als eistallichen Lebensraum gestalten. Da sind ich gelassen, weil ich, ob ich leben oder sterben, dem Herr gehören. Da kriegt all Blick seine eigene Bedeutung am Hinblick auf die Ewigkeit. Du hast eine Chance, Perspektiv, auch nach für ein nur irdischen Maßstab gescheitert Leben. Du wird Gott aus den Bruchstecker von unserem Leben Dach nach ganz machen. Wer Leben als seiner Vollkommenheit, la vie en plénitude, das Leben in Fülle, gefehlt wird, wird hier zur Vollkommenheit ergänzen. Und nach dieser Remark leifren, was der Glauben und ein ewig Leben angeht, neigt der Mensch spontan dazu unzuholen, dass die Oberstehung a gewisser Weise eine Fortsetzung von dem ist, was wir schon an diesem Leben vierfanden. Der Jesus belehrt uns da eines Besseren. Die kommende Welt, so getehen zu verstehen, als überhaupt nicht wie das Welt. Das ist nicht nimmen eine Fortsetzung vom Leben, wie wir es kennen. Seht, ich mache alles neu. So seht eine Stimme von Urven an der geheimen Offenbarung. Nicht wird mir so sinn, wie es war. Liebe Brüder und Schwestern, freuen wir uns auf das Leben. Probieren wir am Hinblick darauf, als jetzig Leben los schon eisterlich zu gestalten. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Los wir zum Herrgott beten, den der Gott vom Leben ist. Viert Kirch, dass sie auch haut werfend de Menschen an alle Länder die frohe Botschaft vom Evangelium Meno zu bringen. Herrgott, heia eis. Für alt Laien a kirchlichen Dienste an der Pastoral, dass sie fest am Glaube verwurzelt sind, an dass hier Begeisterung für Christus ob einer Menschen übergeht. Herrgott, heia eis. Für all die Menschen, denen es schwer fällt und Doberstehung zu leben. Herrgott, heia eis. Ravive l'élan de notre communauté qui se rassemble pour entendre ta parole et partager le pain eucharistique. Seigneur, écoute-nous. Laisse-nous reconnaître que c'est toi qui nous rejoins dans les malades, les pauvres et les rejetés de la société. Seigneur, écoute-nous. Für die politisch verantwortlich, dass sie et fertigspringen an dieser Welt, tischt arm a reich, tischt Überfluss an Hunger, einen Ausgleich herzustellen. Herrgott, heia eis. Für all Menschen, die an der Landwirtschaft, an am Weibau schaffen, dass ihr Arbeit Unerkennung findet. Herrgott, heia eis. Für euch selber, dass mir mit Dankbarkeit Gove von der Schöpfung unholen. Herrgott, heia eis.
für eis Leib verstorben, dass sie ewig Fried bei dir geschenkt kriegen. Herrgott, heia eis. Herrgott, heia eis. Papa im Himmel, ob dich setze mir alles Vertrauen, haut an alldach bis an die Ewigkeit. Erheierreist Gebet, dat fromme dich durch Christus, eisen Herr. Und ich sehne der Lut Frichten, die den Herrgott an Menschen eis geschenkt und lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen, du hast dem Weltall eine Ordnung gegeben, die wir erkennen und bewundern. Du hast den Menschen dazu bestimmt, sich die Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und ihren Reichtum recht zu nutzen. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres. Segne diese Feldfrüchte, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen haben. Lass auch die Armen und Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme aus unseren Händen. Gott, unser Vater, nimm unsere Opfergaben gnädig an und gib, dass wir mit gläubigem Herzen das Leidensgeheimnis deines Sohnes feiern, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen
und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Sie summe wollen wir zu unserem Papa im Himmel beten, mit denen Werte, die Christus euch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Jünger kannten den Herrn Jesus, als er das Brot brach. Tut es vor.
Lasset uns beten. Wir danken dir, gütiger Gott, für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen. Erhalt in uns deinen Geist und lass uns dir stets aufrichtig dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zur Stadt Briedemis. Den nächsten Sonntag überdrom hat Festfeier vom Heilige Willibrucht aus der Basilika von Irchternach. Und zwar 10:30 morgens auf alle Kanäle gleichzeitig. 10:30 auf DOC, RTL 2 an kathol.lu. Auch diese Sonntag, liebe Leute, gebe ich nach vielen warmen Appell machen und der Generosität, nämlich für Matze helfen, als Telesmas zu finanzieren und damit an Zukunft zu assurieren. All don als willkommen und ihr könnt über die Fondation Saint-Germain machen und davon die Steuern aufsetzen. Detailer fand an der Presse an kathol.lu. Ein grosses Merci für all ihr Mathelf. Ihr alle lo schöne Sonntag und damit schalten wir zurück an den Studio.